Brrr. Hallo liebe Leute, hier meldet sich das schwarze Schaf, live aus dem Supramonte. Juhu, rasendes Reporterschaf. Wie ihr seht, ist hier die Hölle los, nämlich gar nichts. Macht aber nichts, das ist genau der Grund, warum wir gerade hier sind. Und zwar befinden wir uns an einem wunderschönen Punkt oberhalb des Altopiano del Golgo, was man da hinten so ein bisschen zwischen den Bäumen sieht. Wir sind auch schon ein bisschen rumgedackelt. Und zwar sind wir an dem Nuragen Coe Serras. Den seht ihr dort. Der kommt hier gleich ins Bild. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil das hier ist der Weg. Also es ist gar keiner, was beim Trekking im Supramonte öfter vorkommt. Dass da steht Wanderpfad und dann heißt es suchen. Das ist ja aber auch gut so, weil wir sind ja hier in der Natur und nicht in einem voll kartografierten Wanderwegenetz. Ich finde das toll. Ein bisschen gucken, wo man die Füße hinsetzt. Ein bisschen schauen, dass man seine Gelenke nicht überstrapaziert. Und ansonsten hat jeder halt die Verantwortung für sich selber. Und so wird der Natur tatsächlich auch wenig geschadet, wenn sich jeder wie eine Bergziege fortbewegt und ein bisschen guckt, wo was fest ist, wo was locker ist und vor allen Dingen nichts zu zerstören. Also, wenn hier nämlich so ein kleines Pfeilchen ist, dann trappel ich da natürlich nicht drauf. Da bin ich sogar ein bisschen vorsichtiger als eine Bergziege, sondern habe meine Pfote daneben. So, jetzt gehen wir den Weg ein bisschen weiter. Auch hier Frühling, Frühling, Frühling. Überall so kleine Pfeilchen, wunderschön. Es lohnt sich ab und zu mal den Blick nach unten zu richten. Nochmal näher ran. Entzückend, oder? So. Und dann kommen wir aber wirklich zu dem, was hier so das Besondere ist. Der Nurage. Vielmehr, es ist ziemlich sicher, dass das so eine Art Wehrburg war, weil die Piratenvölker, die vor, keine Ahnung, 3.000, 4.000 ewig vielen Jahren hier ankamen, kamen von dort hinten, nämlich hinter diesem kilometerweiten Gebirge bzw. Bergwelt des Supramonte befindet sich das Meer. Das ist ja auch der Charme der Gegend hier. Also ein paar Kilometer laufen und dann bist du gleich in den schönsten Buchten der Welt. Dort kommst du zum Beispiel zu Cala Sisine und zu Cala Goloritze. So, und man hat hier quasi die Piraten abgefangen. Entschuldigung, wenn das ein bisschen wackelt. Der Nurage ist auch ziemlich wehrhaft gebaut. Also es ist ein richtig fettes Ding, das wo wir jetzt rumlaufen. Das dürfte alles auch noch dazugehören. Es ist nur eingestürzt im Laufe der Jahrhunderte und Tausende. Also das, was oben rausguckt, ist wahrscheinlich auch noch lang nicht alles. Also es war mal viel höher und es geht noch viel tiefer. Ausgegraben wird hier allerdings nicht mehr. Das spart man sich. So, ich versuche jetzt mal da hoch zu gehen, damit wir einen tollen Blick von oben erhaschen können. Hier ist es einigermaßen ausgetreten, was aber nicht unbedingt heißt, dass es deswegen sicherer ist. Und wenn es regnet, muss man noch dreimal vorsichtig sein. Also solche Sachen hier, wo ich jetzt meinen Fuß drauf setze, die können auch ganz schnell mal nach hinten rutschen. In diesem Fall tut es das nicht und das ist alles trocken. Oh, da klappert es. Dann lieber den Fuß woanders hin. So, langsam aber sicher weiter hochklettern. Jetzt nehme ich euch mal in die andere Hand. Entschuldigung. So. Der hier zum Beispiel ist nichts zum Anfassen. Der fette hier vorne aber schon. Kann sich dann ein Stück weiter hochziehen. Also immer erstmal gucken, ob alles fest ist. Was auch manchmal gut geht, sind Äste. Dieser hier wiederum nicht, weil der locker ist. So.
geregnet. Also in der Nebensaison, gerade im Frühling, muss man immer ein bisschen aufpassen, ob die Steine nicht ausgewaschen sind. So, aber geschafft. Einigermaßen gut hochgekommen. Hier ist unten der Weg. Und wir stehen direkt an der Wand des imposanten Nuragen. Schönes Ding, wirklich hübsch. Nicht so gut zu erkunden, wie gesagt, weil es keinen wirklichen Eingang gibt. Ja. Gucken wir mal runter. Was ihr da hinten seht, diese Grünfläche, die jetzt auch gerade hübsch beleuchtet ist, durch eine Wolkenlücke. Das ist der Altopiano del Golgo. Das ist auch eine kleine Kirche, kleiner Tümpel, sage ich mal, der fast ganzjährig Wasser trägt, wo die freilaufenden Tiere ihr Wasser bekommen und manchmal auch ein bisschen Nahrung. Dann gibt es dort hinten das Rifugio Golorizze. Das ist ein kleiner Agriturismo. Und an der Kirche San Pietro werden auch ab und zu nochmal kleine Feste gefeiert. Da muss man einfach in Baunay drauf achten, ob irgendwas an der Bar im Aushang ist oder bei der Touri-Info fragen. In der Nebensaison empfiehlt sich total, sich einem Guide anzuvertrauen. Die organisieren dann halt immer spezielle Events, weil nicht täglich irgendwer kommt, sondern die Besucherzahl hier glücklicherweise sehr, sehr niedrig ist in der Nebensaison und auch gut verträglich für die Natur. Also das viele, was in der Hauptsaison zu den Stränden will, das ist manchmal schon grenzwertig, aber man passt hier mittlerweile auch ganz gut auf. Und in der Hauptsaison kostet es leider auch Eintritt mittlerweile, beziehungsweise Parkgebühren und eine Schutzgebühr für die Cala Golorizze. Aber das ist nur richtig so. Ja. Die machen auch genug kaputt, also können wir auch ein bisschen dafür blechen. Ist auch nicht viel, kostet irgendwie, glaube ich, 5 €. Jedes Klo auf der Herfahrt mit dem Auto an der Tankstelle kostet 70 Cent. Wenn wir 7-mal aufs Klo gehen, hast du einmal Golorizze. Also, alles ist gut. Nicht aufregen. So. Ich gucke noch mal ein bisschen hier hoch zu dem Nuragen und gehe dann mal auf die andere Seite, weil es hier einfach nicht weitergeht, wie man hier sieht. Also, ja, mein Weg ist, ist vorbei. Ich könnte noch mal spähen. So, aber, oder vielleicht doch, warte. Ich versuche mal. Dazu müsst ihr wieder in die andere Hand, die ich mich auch zur Not festhalten kann. Eben hier. So. Was da klappert, ist meine Kamera. So, nee, aber hier geht es wirklich nicht weiter. Also, bevor ich da runterputze, was ich nicht will, gehe ich wieder zurück. Auch das habe ich gelernt. Ich hasse es ja zurückzugehen, aber manchmal ist es halt besser, wenn man das tut. So auch in diesem Fall. So. 1, 2, 3. Mal gut festhalten. So Nuragen sind stabil. Die halten schon 3000 Jahre. Da kannst du dich an quasi jeden Stein festhalten. So. Und jetzt aber nochmal zack, zack. Ganz hinauf. Zack, tada. Ups. 1, 2, 3, 4, 5. Die Sonne scheint. Die Welt ist schön. Bisschen Bewegung. So. Jetzt geht's raus aufs Dach. Da darf man immer ein bisschen vorsichtig sein. Oh, eine kleine Eidechse. Seht ihr die? Versuch mal näher ranzugehen. Oh, man ist scheu.
Da ist es. Nuragen sind oben üblicherweise geschlossen. Viele sind heutzutage auch offen. Das ist ein Versehen. Beziehungsweise einfach im Laufe der Jahrtausende eingestürzt. Nur wenige sind absichtlich offen. Ja, und das hier ist dann der Blick. Hier geht es nochmal weiter hoch. In die Richtung ist die Punta Girardelli und die Ostküste. Dann geht es einmal rum. Wie gesagt, dort geradeaus ginge es zur Cala Sisine und hier über diesen Berg zur Cala Golovice. Und dort unten wieder zurück nach Baunay. Ich glaube, da ist die Ostküste. Genau. So. Hübscher Fleck Welt. Und hübscher Nurage. Also, seht, Supramonte, Nebensaison. Gute Idee. Also, wer Bock hat, einfach herkommen. Da unten steht übrigens der Panda. Wenn ihr den seht, weißer Panda mit einem schwarzen Schaf drauf, gerne hupen. Okay, dann gehe ich noch ein bisschen weiter und wünsche euch einen ganz feinen Tag. Bye.